Dankeschön. Mehr Licht, sagen manche am Ende und andere am Anfang. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Cancel Culture Act ist keine Allee für sonnige Sonntagsspaziergänge. Es ist ein Treibeisfeld, über das man springt, von Eisscholle zu Eisscholle. Manchmal bricht eine weg, manchmal trägt eine überraschend zuverlässig. Genau das macht den Reiz, den ästhetischen Nervenkitzel der Erzählung aus, in deren Mittelpunkt eine rätselhafte Figur namens Rashid steht und rutscht. Wer ist dieser Rashid? Sein arabischer Name bedeutet der Rechtgeleitete, der Besonnene, auch der Tapfere. Ist er der Held dieses Textes? Oder das, was von einem Helden übrig bleibt, wenn das Erzählen, wenn die Sprache mit ihm fertig ist? Von Anfang an scheint er sich einem Schicksal zu beugen, das er nicht ändern kann, dem Lauf der Dinge, der, so sagt er, notgedrungen auf den Weltuntergang zuführt. Eine seltsam stoische Gelassenheit. Der Text widerspricht sofort jeder Zuversicht. Gleich der erste körperliche Kontakt ist schmerzhaft. Rashids Verlangen knacken im Händedruck der Ich-Erzählerin. Später wird er schweigen und sie wird vorgeben, die Gründe nicht zu kennen. Doch Rashid verschwindet nicht. Er bleibt als Schatten, als Gedanke, als Leiche. Rashid halst mir seine Leiche auf, heißt es im Text. Und die Erzählerin schreibt sie sich schön. Cancel Culture Act arbeitet auf mindestens 2 Erzählebenen. Es gibt den wenig handelnden Rashid der Erzählwelt und es gibt den Rashid, den die Erzählerin erfindet, vielleicht um sich selbst zu prüfen. Welchen dieser beiden Rashids schneidet sie das von einem Straßenköter zärtlich zerfetzte Ohrläppchen ab? Und was hat die groteske Komik, das ausgestellte Ohr im Glaskasten, das karlauernde, die Wände haben hier Ohren, in all diesem Grauen zu suchen? Möglich, dass der Schrecken ohne Ironie, ohne raumzeitliche Sprünge, ohne Wechsel der Tonlage nicht auszuhalten wäre. So ist eine Szene erotisch aufgeladen und schon im nächsten Moment zieht Eiseskälte ein. Ein weißes Laken wird zum Soldatenumhang, ein Windstoß lässt Umhang und Mann erstarren. Die Eiszeit bricht an und die Figuren, der Raum, das Begehren verwandeln sich, wechseln den Aggregatzustand. Man merkt, bei dieser Autorin ist alles körperlich, aber nichts stabil. Wenn der Erzählerin die Schreibhand ausrutscht, hält Rashid ihr Jesus gleich die andere Wange hin, damit sie auch diese schändet. Das sei halal, zulässig. Noch einmal, wer ist dieser Rashid? Ist er ein unterwürfiges Opfer oder einfach nur wie jedes literarische Geschöpf wehrlos gegen die Allmacht der Hand, die schreibt? Eine Psychiaterin beschwört die Erzählerin mit dem Schreiben, jenem Grübeln mit anderen Mitteln aufzuhören. Doch die tippende Hand verselbstständigt sich. Noch im Krankenbett tippt sie weiter, wie abgetrennt auf einem Lakenstück herum. Schreiben wird zur konvulsiven Tätigkeit, zur Zwangshandlung. Es schreibt wie verrückt. Sodann wird Erinnerung erschrieben und erfunden. Es ist die erste Begegnung. Rashid mit dem zärtlich zerfetzten Ohrläppchen, an dem ein Pepsi-Kronkorken hängt. Auf die Frage, woher kommst du, folgt ein unverständliches K. Und schon schreibt die Erzählerin ihm einen Namen zu und eine Herkunft. Karaganda vielleicht, das liegt in Kasachstan. Und der Lesende ergänzt, dort investiert Pepsi. In dieser ironischen Überblendung von kolonialer Geste und leiser Kapitalismuskritik spürt man den scharfen Blick der Autorin. Wer die Identitätskonstruktionshoheit hat, ist eine Frage der Machtverhältnisse, im politisch-gesellschaftlichen wie im literarischen Raum. Rashid, der kaum zu Wort kommt, wird zur Projektionsfläche. Letztlich bleibt er ein unverständlicher Fremder, der, Zitat, seine ersten Laute in der Walfangsprache,
Zitat Ende, stottert. Und sie, die Erzählerin, nimmt ihre Rolle als Nachkomme der Walfänger an. Sie jagt nach Bedeutungen, sie harponiert Erinnerung, sie zieht das Versunkene an die Oberfläche. Doch dann kommt fast beiläufig die Wolte. Der Wal, der ins Wasser zurückkehrt. Im lyrischen Einschub nennt sie das einen Cancel Culture Akt, um die Landflucht ungeschehen zu machen. Ein Säuger, der wieder ins Meer geht, behält seine Lunge und taucht doch hinab. Wie der Walverwandte Rashid im dramatischen Schlussakkord. Er und die Erzählerin springen über Eisschollen, Rashid fällt ins Wasser, seine Daunenjacke saugt sich voll. Die Erzählerin hilft ihm nicht. Im Gegenteil, sie stößt ihn sogar zurück. Warum? Sie weiß es wohl selbst nicht. Sie wird sagen, sie sei schuldlos. Der Fluss habe ihn ausgespuckt, weil er ihn nicht brauche. Doch die Schuld bleibt in der Sprache haften, in jedem Satz. Und Rashid lebt fort, als Textfigur, als Gedächtnisrest. Zitat: Ich ziehe also meine Hand zurück, damit Rashid nicht von der Eisscholle falle. Dieses Canceln, diese Rücknahme steht an einem Ende, das auch ein neuer Anfang sein könnte. Vielleicht ist das die eigentliche Pointe der enigmatischen Erzählung. Sie gibt keine abschließenden Antworten. Nur eines glaube ich zu wissen. Cancel Culture Akt ist ein Text, der uns zwingt, mitzudenken, mitzuschwimmen. Zu verdanken haben wir ihn Natascha Denner, die 1976 in Tomsk in Sibirien geboren wurde, 1994 nach Saarbrücken kam, hier und in Saragossa Rechtswissenschaften studierte, wenn ich recht informiert bin, später dann Germanistik und Komparatistik. Ihr erster Band Schau Schnee erschien 2018 und wurde sofort als literarische Entdeckung wahrgenommen. Die Grenzgängerin zwischen Prosa und Lyrik arbeitet heute in der Redaktion des Streckenläufer, forscht im Graduiertenkolleg Europäische Traumkulturen und promoviert über Tarkowskis Traumästhetik. Und wer den von uns prämierten Text liest, erkennt diese Wurzeln sofort. Cancel Culture Akt, das ist die Zurücknahme als poetologisches Programm. Ein Text, der sich selbst in Bewegung hält, indem er immer wieder eine Spur löscht. Ein fordernder Text, irritierend, aber nicht willkürlich, ernst, aber nicht humorlos, mutig, aber nicht prätentiös. Geschrieben in einem lyrischen Stil, hochmusikalisch, rhythmisch, mit zuweilen abrupten Schnitten und albtraumverwandten Bildern, die hängen bleiben. Zerrissene Ohrläppchen, abgetrennte Schreibhände, Tintenkiller-Instinkte. Diese Autorin kann etwas, was nur wenige können. Sie verbindet Intellekt und Sinnlichkeit in einer ungeglätteten und gerade deshalb wirkmächtigen Prosa. Und so ist Cancel Culture Akt denn auch nicht einfach ein Text, sondern ein poetischer Denkraum ohne vorgefertigte Antworten. Dafür stellt Natascha Denner existenzielle Fragen und erzählt mit Witz, analytischer Klarheit und poetischer Kühlheit. Ich gratuliere Ihnen, Frau Denner, ganz herzlich zu diesem radikal schönen Stück Literatur und ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie gemeinsam mit mir über das Eis gegangen, nein, gerutscht sind.